Okay, die Ehre miteinander. Ich bin's, der Birger. So, sparen wir uns gleich mit den alljährlichen Gramm für wie schnell kann ich vergehen? Wo haben die 4 Wochen eigentlich hingekommen? Und Urlaub war sauber gut. Sommerpause vorbei, bin wieder da. Morgen geht's 9 Uhr, 20 Uhr nur auf YouTube. Livestreams, bis du vornehm durch die Hose atmest. Und wenn ich kommt, schlägt ganz klassisch der kleine Schwester. Morgen fangen wir direkt mit Blödschmerz an. Was hab ich drin? Waren wir im Urlaub? Wie war's? Wie viele Seiten hab ich dieses Jahr in meinem Bücher geschafft? Oder aus wie nein. Und am Mittwoch schauen wir uns eine Urlaubsbattle und Videos an und machen das alljährliche Urlaubsreview von euch. Freilich kann da jeder mitmachen, der mag. Da haust du jetzt einmal Discord rein, der Link ist da unten in der Beschreibung, gibt's einen extra Channel dafür, da haust du deine Battle aus und lest die Regeln. Wer es nicht liest und wieder seine South-Battle aus dem Bauwagen da reinprügelt, du bist raus! Außerdem kommt im Discord jeden Sonntag auf die Nacht eine Ankündigung, was wir die Woche drauf tun. Das passiert das ganze Jahr. Schaut also gar nicht, wenn du da reinhockst. Außerdem hockt da auch ich den ganzen Tag drin, unterhalten wir mit euch und so weiter. Wo jetzt dieser angekündigte Höllensommer war, das weiß ich nicht. Aber der Herbst-Winter steht vor der Tür und natürlich gibt es wieder mehrere Freitagsstreams. Und diese Woche kommenden Freitag fangen wir auch direkt an mit dem Indiana Jones DLC. He's not in a tomb. Das Hauptspiel Anfang des Jahres war wirklich grandios. Ich hab Bock. Jetzt haben wir also ein bisschen ein Spieleloch die ganze Zeit gehabt, aber ich denke, das ist nun vorbei. Jetzt kommen dann so viele neue, interessante Spiele, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Hell is Us, Chronos, Indiana Jones, Witchfire, KCD 2 DLCs. Wobei wir bei denen noch ein bisschen warten müssen, bis ein anständiger Story-DLC rauskommt. Aber egal! Und Battlefield 6. Break your fucking face tonight. Stopp! Déjà-vu. Ich hab mich doch in einem Bin wieder da Video schon einmal über Battlefield gefreut. Und wie das ausgegangen ist... Ich habe ausgiebig Beta gespielt und habe tatsächlich ein ganz brauchbares Gefühl. Das Fundament könnte grandios sein. Aber wer vorbesteht, soll sich bitte einen Finger in den Arsch stecken und aufblasen. Dankeschön. Das ist aber heute noch lange nicht alles, was sonst da so kommt. Luto, Little Nightmares 3, Directive 8020, Unmond, Chronos und Silent Hill F. Ich weiß jetzt auch nicht. Merkst selber, dass da einige finstere, gruselige Horrorspiele dabei sind, oder? Zu meinem Leid! Zu ihrer Belustigung. Oh boy, why? Fangt der Horror-Oktober dieses Jahr, Anfang September, mit Chronos an. Das erinnert ganz stark an Dead Space und schaut erstmal richtig gut aus. Direkt danach, Ende September, Anfang Oktober, gibt es jeden Freitag, ich wiederhole, richtig gehört, jeden Freitag 20 Uhr einen Stream mit Silent Hill. Herzlichen Glückwunsch mir. Im eigentlichen Horror-Oktober, der von euch immer sehr frohlockend erwartet wird, geht's natürlich dahin mit Indie-Horrorspiele, bis uns Zeitung am Arsch festwächst, wie zum Beispiel Pieces of Me, Order 13, I'm Counting to 6 und so weiter und so weiter. Die Indie-Horrorliste ist wirklich sehr lang und endlich Vollversion von Luto. Gott sei Dank hat der Jahre hier noch kein Release-Datum. Ich hab's ausgesessen. Nice. Ausklingen lassen wir das dann bis Mitte November mit Little Nightmares 3 und zum komplett Oberkämmer kommt dann das neue Anno Pax Romana. Seht nur, Statthalter. Römische Pracht. Das gehört euch. Nicht das. Das.
Das ist natürlich nicht alles, was man noch deren Simulatoren und Blödsinn dazwischen und danach, da kümmert sich der Zukunftsbürger drum. Aber also eine grundsätzliche Vorschau, was das selber ist. Und falls du noch irgendeine Spur hast, die es gern sehen darfst, dann rein in die Kommentare damit. Merci dir. So, und jetzt merci fürs Zuschauen, merci fürs noch da sein. Wobei das erst morgen um 20 Uhr gespannt, wer noch da ist und wer nicht. Egal. Dann bin ich gefeit, smash den Like-Button und schleichet euch hinfort. Feels good to be back. Wir sehen uns morgen um 20 Uhr und wenn ihr kommt, was ihr selber wisst. Schleicht euch. Habe die Ehre!